SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Die Familie Ferguson kommt nach 10 Jahren in Atlanta zurück in die Schweiz. Die Tochter Joy ist gar nicht amused. Ich habe mein Leben schon ziemlich da so aufgesetzt, oder? Und jetzt fühle ich, als ob ich einfach alles weggebe und ich muss wieder von vorne anfangen. Der Paul Seeger, Schweizer Botschafter in Berlin, hat seinen letzten Arbeitstag. Den Heimweg zurück in die Schweiz macht er zu Fuß, zusammen mit seinem Hund Kari. Daher möchte ich gerne eigentlich Schritt für Schritt von Deutschland Abschied nehmen und Schritt für Schritt in die neue Phase Pensionierung hineingehen. Die Amerikanerin Jackie Burch hat Heimweh nach Kalifornien. Ihr Mann Tobias will in der Schweiz bleiben. Ein Konflikt, der die Ehe belastet. Ich habe kein Problem, hier alles loszuwerden, das Zeug zu verkaufen und heimzugehen. Es geht auch nicht von der Partnerschaft her, oder? Weil man hat andere Prioritäten und Sachen, die man gerne hat. Dass es dann würde nicht funktionieren auf Dauer. 3 Geschichten über Liebe, Heimat und das Heimkommen. Das ist SRF bei den Leuten. Heimweh. Atlanta im Südosten der USA. Eine Großstadt mit 8 Millionen Einwohnern. Die Familie Ferguson lebt seit 10 Jahren hier. Aber heute ist der letzte Familienausflug downtown. Die 3 Kinder, Hannah, Joy und Noah, sind in den USA verwurzelt. Der Vater David ist Amerikaner, die Mutter Judith kommt aus dem Aargau und sie hat Heimweh. Die einen Sachen habe ich mich extrem daran gewöhnt und mich daheim gefühlt und andere Sachen nie. Und das ist eben, irgendwann habe ich dann auch das Gefühl, also wenn ich jetzt nach fast 10 Jahren mich immer noch nicht, wirklich noch nicht daran gewöhnt habe, dann wird es wahrscheinlich nie so sein. Und das ist auch so ein Grund, warum es für mich wichtig ist, so ihnen auch noch etwas anderes zu zeigen. Die Fergusons haben schon in Indien und auch schon mal kurz in der Schweiz gelebt, aber nie nicht so lange wie in den USA. Auch am David kommt das Land der grossen Freiheiten immer ein bisschen karierter vor. Viele Sachen in unserem Alltag sind so kompliziert. Millionen Formulare und Regeln, die keinen Sinn machen. Das wird eine Erfahrung für die Kinder in der Schweiz zu leben, wo es mehr gesungenen Menschenverstand und Freiheiten gibt. Freedom that it's here. It's just kind of stupid sometimes. Die beiden Teenager Joy und Hannah haben unterschiedliche Gefühle, wenn sie in die Zukunft schauen. Ich habe mein Leben schon ziemlich da so aufgesetzt, oder? Und jetzt fühle ich, als ob ich einfach alles weggebe. Und ich muss wieder von vorne anfangen. Ich bin einfach gar nicht excited, müssen alles so komplett. Das ganze Leben wird in ein paar Wochen ändern. Und ich glaube, ich habe das bis vor ein paar Tagen nicht gecheckt. Und jetzt ist es alles ganz echt. Also, ja. Ich glaube, für Hannah ist es einfacher. Sie hat schon immer gehen. Und für ihr ist es... Ich habe nicht gleich Schwierigkeiten mit Change, also Veränderungen oder was, wie Joy. Und also natürlich bin ich traurig, dass ich meine Freunde verlassen muss, aber ich freue mich auch auf alle anderen. Ich freue mich auf neue Freunde und ich freue mich auf alle anderen Sachen, die ich dann in der Schweiz dann machen kann, die ich da nicht machen kann. Als Botschafter, ich sage es mal ganz offen, spielst du auf eine gewisse Art und Weise auch eine Rolle. Du bist nicht gerade ein Schauspieler, aber es ist nicht allzu weit weg von dem. Und ich ziehe jetzt einfach den Mantel ab, das Gewändchen, das Botschafter heisst, ziehe ich ab
und bin jetzt wieder Privatperson. Berlin, die deutsche Hauptstadt. Treffpunkt von Ost und West. «40 Jahre lang war der Paul Seeger für die Eidgenossenschaft auf der ganzen Welt im Einsatz. Kinshasa, Buenos Aires, New York. Die letzten 5 Jahre als Schweizer Botschafter zu Berlin. Und heute ist sein allerletzter Arbeitstag. Und dann sollten wir langsam gehen, sonst sind wir dann zu spät. Der Paul Seeger und seine Frau Colette wohnen auch in der Botschaft, zusammen mit dem Hund Kari. Colette? Also, wir gehen jetzt ins... Wir gehen direkt, weil wir sind ein bisschen knapp dran. Du bleibst stehen, gell? Keine Zeit zum Spielen. Also, mach es gut, bis später. Du bleibst stehen, komm. Kari, bleib stehen. Gut. Kannst du dazu schauen, dass er da bleibt? Komm, schau da. Ciao, bis später. Bis nachher. Ja, der Mittagessen, gell? Ja. Also, haben wir melden. Abschiedstournee im Regierungsviertel zu Berlin, wo die Schweizer Botschaft mitten drin steht. Mit dem Militärattaché geht es an einen Termin im Deutschen Bundestag. Ganz praktisch, vis-à-vis. Du hast einen Ausweis, gell? Ja, ja. Gut. Hast du einen Bundestagsausweis? Nicht? Okay. Hochbetrieb. Ja. Also es ist sehr taktet. Also ich sage immer fast wie Zahnarzttermin. Man hat so im Schnitt alle halbe Stunde einen neuen Termin. Also im Prinzip geht das von morgen um 8:30 los bis zu oben um 10 Uhr. Wir können rein. Also eigentlich hätte man jetzt abgeholt werden, aber das hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Normalerweise funktioniert es eigentlich gut. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass es jetzt das mal nicht funktioniert hat. Ich würde sagen, wir nehmen den längsten Lift. Hallo. 2471. Auf dieser Seite, oder? Ja. Sind wir ein bisschen verspätet, leider Gottes. Das ist ein bisschen Mist. Hallo, guten Tag allerseits. Tut mir leid für die Verspätung. Es gab eine Panne bei der... Und das ein Schweizer, ja. Das der war nach dem Schweizer... Ich habe gerade gesagt, ist das Schweizer Uhrwerk. Ja, kaputt. Die Welt genau. Es ist ein Zeitenwandel. Genau, wenn stimmt. Ihre Zeit nicht mehr stimmt, dann ist aus dem Haus. Das stimmt. Die Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist eine mächtige Parlamentarierin und hat viel Kontakt mit dem Paul Seeger in den letzten 5 Jahren. Danke sehr. Danke. Ja, danke. Und ich auch, ja. Oh, schöne Blumen haben Sie da. Ja. Also vielen Dank, dass Sie trotzdem noch Zeit finden für einen kurzen Abschiedsbesuch. Es war mir auch ein Anliegen, dass ich ja, das freut mich sehr, bei Ihnen extra noch vorbeikomme. Wo wir uns so gestritten haben. Genau. Es war ja nicht immer nur einfach. Aber konstruktiv selbstredend. Genau. Nee, ich gehe jetzt in den Ruhestand. Ich werde am 2. Oktober hier zur Botschaft raus mit meinem Hund und meinem Rucksack. Und dann fahre ich nach Erfurt mit dem Zug und von dort aus wandere ich in die Schweiz zurück. Wie viel Zeit rechnen Sie ein? Also ich habe jetzt mal 6 Wochen einkalkuliert, 100 Kilometer pro Woche. Und der Hund weiß, was auf ihn zukommt? Nein, aber gute Frage. Nee, er weiß es noch nicht. Größerer oder? Ein größer, ja. Oder ein Dackel? Nee, es ist so eine Mischung zwischen einem deutschen Drahthaar und einem Königspudel. Okay. Ich gehe nach Europa noch die nächsten Jahre und Sie gehen in Ruhe. Wenn ich Heimweh auf einer Leinwand zeichnen müsste, wäre das schwarz mit rotem Geschmier. Kein Kreis, sondern Streifen. Das Leben von der Jackie und dem Tobias Burch ist ein Hin und Her zwischen 2 Kontinenten. Mal leben sie in Kalifornien, mal leben sie in Luzern. Heute kommen sie wieder einmal zurück aus den USA. Jetzt will Tobias, dass Jackie der Schweiz noch mal eine Chance gibt. Es ist sehr schwierig, mir vorzustellen, ganz hier zu leben. Letztes Jahr bin ich 5 Mal für insgesamt 5 Monate in Kalifornien. Es wäre wahrscheinlich einfacher,
wenn ich hier einen Fulltime-Job hätte. Probably be really helpful if I had a full-time job. That would be helpful. Jetzt ist man so wie so ein bisschen in einer gewissen Hektik hin oder noch nicht richtig gesättelt, wie man so sagt. Und das würde ich eigentlich nur hoffen, dass wir dann jetzt auch vielleicht mit der neuen Wohnung, wo man könnte sagen, wir können ein paar gute Monate verbringen dort und dann eigentlich wirklich auch einen soliden Entscheid machen und sagen, ja, es passt in der Schweiz mit dem Start und wir können uns wohlfühlen hier. Der Tobias hat extra eine neue Wohnung zu Kriens gemietet, wo der Jackie das Leben in der Innerschweiz schmackhaft machen soll. Auch die Eltern von Tobias wetten, dass Jackie sich wohlfühlt hier. Hello. Nice to see you. Yeah, good, right? Yeah, good, right? Oh, nice to see you. Willkommen. Ja, danke. 11. Stock, hä? Look at that. That's really cool. Wow, ein riesiger Balkon. Nice. Super nice. Ja? Yeah, it's a big. Das ist also viel besser als vorher. I love it. Perfekt. Awesome. Yeah. Just seeing the airplane there. Das Flugzeug zu sehen und begrüßt zu werden von Tobias seiner Familie, das berührt mich. Ich habe Tränen in den Augen. Das lässt mich spüren, dass ich ein Teil dieser Familie bin. Sicher bist du das. Of course. Yeah. Ja. Komm, wir gehen. Wir haben noch eine Aufgabe. Another challenge, huh? Yeah, but die Wohnung fühlt sich nicht von allein. Right. Noch in der gleichen Nacht holen sie mit Hilfe von Familie und Freunden das Wichtigste von der alten Wohnung. Ein Neuanfang für Jackie, die eine bewegte Zeit hinter sich hat. Work is waiting. So, geht noch nicht. So. this is how I feel when So fühle ich mich, wenn ich in Amerika bin. Das ist mein Flugzeug Goldie. Ein Cessna 150 von 1972. 6 Monate später hatte ich eine Operation wegen Zungenkrebs. Sie haben mir die Hälfte der Zunge weggemacht und mit Haut von meinem Arm ersetzt. Jetzt bin ich schon mehr als 2 Jahre krebsfrei. Yes. Push the button. Perfect. Gut, dann tun wir das Gleiche. And the next one? Ja. Okay. Same procedure. Ja. Okay. You hold it? I hold it. Don't break the stairs. Ja. Die Mutter von Tobias setzt grosse Hoffnungen auf den Neuanfang. Sehr gut. Ich denke, ihr gefällt die neue Wohnung sehr gut. Und ich hoffe, dass sie ein bisschen länger in der Schweiz bleibt. Und nicht immer auf Amerika übergeht. Ich weiss es nicht, wie das in Zukunft soll weitergehen. Das Zügeln immer. Amerika, Schweiz, Amerika, Schweiz. Ja, ist gut. Achtung, Türen. Ja. Okay. Alright. Und ich hoffe schon, dass das uns jetzt eine Art zweiten Anfang bringt in der Schweiz. Dass wir sagen können, jawohl, wir schauen einmal mit einer anderen Aussicht, ein bisschen mehr Luft, wenn man raus schaut. Und dass wir eigentlich vielleicht doch noch ein bisschen ein Bild haben von der Schweiz, dass man kann sagen ja, aber es gibt auch da Freiraum, wo man sich arbeiten kann, oder? Und sehr wohl fühlen. Super. Let's get some bedding on it. Tun wir noch das Bettzeug drauf? Very easy, huh? Yep. Swiss style. Swiss style. Okay. So, I would say we call it a day. Das war jetzt gerade ein bisschen ein Tag. Gewesen. Ja. What a day. Ja, was für ein Tag. Mir hat gerade rein äußerlich die Schweiz oft gefehlt. Und was mir auch noch gefehlt hat, ist vielmals so ein bisschen das vertraute, kleine, persönliche, wo man sich noch kennt und wo
ja, wo die Sachen noch so ein bisschen einfach und unkompliziert ablaufen können. Ein Schultag in Atlanta. Eine logistische Herausforderung für die Familie Ferguson. Also Hannah, du brauchst jetzt Mittag heute. Ja, so die machen und wir sind draußen. Ja. Die Kinder gehen in eine internationale Schule. Uniform ist Pflicht. Schlimm ist es nicht, es ist nicht irgendwie unbequem oder so etwas, aber ich freue mich sehr auf die Schweiz, wo wir dann nicht mit Uniform machen. Es ist mega schlimm. Okay. Es ist mega schlimm. Es ist gar nicht gut. Also, es sieht einfach so schlimm aus. Also die Farbkombination denke mir ist ein bisschen nicht wir haben so, vorher haben wir so ein bisschen, ja, braun, beige, also dann hat es noch okay ausgesehen mit dem Blau und so dem Braun. Aber jetzt haben sie gesagt, du darfst das Braune nicht mehr anlegen. Also jetzt ist es blau auf blau und dann kannst du blaue Hosen oder blaue Strümpfe haben unter das und eine blaue Jacke. Also blau über blau über blau über blau. Also ein paar verschiedene Lehrer und so. Also das ist Teil davon. Und ich bin der Schulweg geht nur mit Mami-Taxi. Eine halbe Stunde pro Weg. Inklusive Stau vor der Schule. Den Inhalt machen von dem, die will ich nachher machen. Ja, also. Jetzt. Also, macht's gut. Das Schulsystem ist ein wichtiger Grund für die Rückkehr in die Schweiz. Jeden Freitag wird die Nationalhymne gesungen, wir alle aufstehen, Hand auf Brust und mit Nationalhymne singen. Das finde ich auch schon ein bisschen problematisch. Und dann jeden Tag wird die Flagge, also der Salute to the Flag, also dann musst du sagen, ja, die Kinder können es besser. Ich habe mich geweigert, das zu lernen. Aber du musst mehr oder weniger deine Loyalität gegenüber der amerikanischen Flagge beteuern. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Also ich finde das unmöglich. Und ich mache mich dann einmal lustig darüber und meine Kinder nehmen das auch, weißt, sie sind jetzt nicht, ich glaube, ich nehmen das nicht so ernst, aber nur schon die Tatsache, dass das verlangt wird, regt mich auf, oder? Ich finde irgendwie, hey. Also das ist mein Lacker. Also wie du siehst, bin ich runter. Also die Sachen tun immer auf andere Leute. Ich würde da sein und Joy ich würde da sein, aber dann hat es noch jemand da und der Joy gefällt es da. 3 Tage vor Schulende hat sie ihren Spind noch nicht geräumt. Ja, also ich habe nur also das ist mein, wie du siehst, also ein paar von meinen Freunden tun so Sachen malen und dann, da ist Hannah. Ja, also kleine Sachen, dass jemand gemalt hat oder ein Bild und dann, ja. Und da kannst du dich noch schminken? Ja, jedes Mal vor und nach der Klasse sicher machen, dass meine Haare noch gut aussehen. Das werde ich wahrscheinlich nicht in der Schweiz haben, aber ich werde probieren, die Sachen, die noch schön sind, werde ich probieren, irgendwo in der Schweiz aufhängen. Ja. Der Spielplatz ist eingehakt. Nicht die einzige Einschränkung da. Ich freue mich auf was die Schweiz dann für uns vorhat und alle neuen Sachen, die wir dann in der Schweiz dürfen haben, wie zum Beispiel 1,5 Stunden zum Mittagessen, ist etwas super cool, weil da kommen wir etwa 25 Minuten über und dann, dass wir einfach so für eine Pause einfach weg dürfen gehen. Da ist das überhaupt nicht okay. Wir müssen da mit 2 bis 3 Lehrern pro Kind rausgehen. Und also ja, auf das freue ich mich sehr. Ich glaube, ich würde immer noch lieber einfach bleiben, weil ich weiß, wie es jetzt. Ich bin I'm used to it. Es ist für dich jetzt
es ist normal es ist einfach. Ja, und jetzt, ich glaube, also ich habe es nicht wirklich gerne, wenn Sachen ändern. Also jetzt, ja, also Zügeln ist ja eine riesige Änderung. Also, ja. Nach der Schule wieder Verkehrslogistik und Wartezeit. Also jetzt sind wir da im Carpool, die schreiben jetzt da die Nummer aufschreiben, nur seine Nummer, und dann wird das über den Intercom wird das in sein Schulzimmer, Klassenzimmer gesendet, und nachher hört er, dass er jetzt anfangen muss rauslaufen. Und dann wird das schön in der Reihe nach, stehen die Kinder nachher da in die Reihe, damit sie nachher genau ins richtige Auto einsteigen. Es ist ein rechtes System. Hi Noah! Hallo! Wie geht's? Hi zusammen! Hallo! Hallo! Wie ist der Tag? Ich habe gefunden, negativ definiert, einfach ins Auto sitzen am letzten Arbeitstag und dann in die Schweiz zurückfahren, fand ich langweilig. Weil halt jetzt wirklich ein Kapitel sich schließt, ein Kapitel von meinem Berufsleben und ein Kapitel von unserem Berufsleben, muss ich sagen, und ein Kapitel Deutschland. Und daher möchte ich gerne eigentlich Schritt für Schritt von Deutschland Abschied nehmen und Schritt für Schritt in die neue Phase Pensionierung hineingehen. Heute hat der Paul Seeger eine ganz profane Aufgabe. Jetzt gehen wir zum Tierarzt mit dem Kari. Zum einen hat er ein Ohrenproblem, das er schon lange hat. Und zum Zweiten müssen wir jetzt auch ein bisschen vorbereiten auf die große Wanderung, die wir ja zusammen vorhaben. Ich wollte jetzt die Kralle schneiden. Er braucht jetzt wahrscheinlich noch eine Tollwutimpfung. Ich bin Hundenarr, ich muss es wirklich zugeben. Und es ist effektiv dann so Liebe auf den ersten Blick gesehen. Und es ist so ein kleines Hämpfchen gesehen. Es ist noch ein Riesentier. Colette war am Anfang sehr skeptisch gewesen. Wie sie sagt, hat so recht natürlich. Ich meine, jetzt sind die Kinder zum Haus raus, jetzt sind wir endlich frei. Aber so ungebunden, jetzt willst du noch einen Hund im Haus, musst du schon wieder anbinden. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte so gerne einen und so. Und dann haben wir lange diskutiert, lange hinterher gemacht. Am Schluss, ich muss wirklich sagen, ich habe sie weich geklopft. Also Colette hat gesagt, los, okay, Hund einverstanden, aber du kümmerst dich. Und wenn du an den Tierarzt musst gehen und so, dann gehst du. Heute oben haben wir noch eine Veranstaltung in der Botschaft und jetzt haben wir halt eine Arbeitsteilung. Jetzt macht sie einmal Honneurs, den Empfang und eine Präsentation. Und ich bin jetzt einfach unterwegs mit dem Hund und ich komme dann nachher noch. In der Botschaft findet ein Anlass statt, wo Schweizer Wein im Zentrum stehen. Herzlich willkommen in der Schweizer Botschaft zur Swiss Wine Masterclass. Mein Mann hat noch einen Termin außerhalb und wird später zu uns kommen. Deshalb darf ich Sie jetzt heute Abend begrüßen. Deshalb habe ich mir gedacht, diese Gelegenheit packe ich jetzt beim Shop, wenn ich vor Ihnen sprechen kann, und halte ein paar kurze Worte an Sie. Ich mache das nicht gerne, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht so meine Welt. Ich stand nicht gerne im Rampenlicht von Leuten, die ich nicht so gut kenne eigentlich. Aber es gehört jetzt einfach zum Job und darum habe ich es ein bisschen lustig gemacht. Weil ich denke, das bin ich eher so ein bisschen, als jetzt so irgendetwas Großartiges erzählen. Ja klar, Sie dürfen gleich durch. Danke sehr. Sie dürfen alle durch. Hallo, guten Abend, danke sehr. Hallo, ich komme da mit unserem Sorgenkind, den kennen Sie ja. Ja. Macht er denn Sorgen? Ja, das Ohr, das ist immer noch. Ja. Nehmen Sie mal erstmal Platz. Ja, danke sehr. Dann. Das ist ein guter Boy. Ja, ich denke, weil wir natürlich jetzt hier 6 Wochen unterwegs sind, zu Fuß, wollte ich schon schauen, dass er einigermaßen zu Weg ist, oder dass das Problem mit dem Ohr nicht irgendwie schlimmer wird, dass es keine Entzündung gibt, dass wir irgendwie unterwegs nicht zum Tierarzt müssen, da weisst du ja nie, wo du dann ankommst.
Genau. Gerne mal den Kopf so ein bisschen nach unten nehmen. So, runter? Ja, so ein bisschen runterdrücken. Ja, so ist gut, weil der Gehörgang macht so einen Knick. Ja, fängst du gleich an zu jucken, ne? Das ist gut. Gut. So, und jetzt machen wir noch mal das Medikament einmal rein. Und dann, das muss dann wirklich so tief rein. Okay. Da kann nichts passieren. Einmal richtig ordentlich was reinmachen und super. Dann noch mal so ein bisschen einmassieren. Ne? Ja, okay. Es geht ja nur bis in die Schweiz, nicht weiter. Genau. Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg. Gut. Also die sind schon mal hier ganz super gut hier vorne. Ne? Ja. Das ist, die sind auch gut, weil damit kommt er ja gar nicht auf den Boden auf. Ja. Das ist alles okay. Haben Sie einen guten antiparasitischen Schutz für die Wanderung? Aber bitte das mitgeben vielleicht. Ja. Ja? Gegen Zecken. Das haben wir jetzt auch geimpft. Eine Wurmkur, wann haben Sie das letzte gemacht? Oh, jetzt war das nicht was. Das Ohr vom Kari muss man beobachten, besonders auf der Wanderung. Der Botschafter kann wieder seine dienstlichen Pflichten angehen, repräsentieren. Hallo. Hallo. So, jetzt bin ich zurück. Guten Abend. Alles gut gegangen? Ja, also wieder alles gut gegangen. Sali. Ja. Also kommen wir mal an und nehmen wir mal ein Schlückchen feinen Wein. Ja, ich muss zuerst einen Schluck Wasser haben. Zuerst einen Schluck Wasser? Wenn jetzt so mit Wein anfangen, dann ist es nicht gut. Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen, ganz kurz und ganz offiziell von meiner Seite her. Es ist ein besonderer Abend für uns, für Colette und für mich, weil das ist unsere wirklich allerletzte offizielle Veranstaltung. Ich muss sagen, es war in diesen 5 Jahren toll, hier in Berlin die Schweiz vertreten zu können. Nicht nur mit solchen Veranstaltungen wie heute, wo wir etwas auch für die Schweizer Exportindustrie tun, Wein- und Käseexport. Wir hatten ja auch andere Themen mit Deutschland, Nachhaltigkeit, Verkehr, weitere Dinge mehr. Also ich glaube, dass die Themenpalette, die wir gemeinsam haben, die ist wahrscheinlich mit keinem anderen Land wie Deutschland so eng und so tief. Genießen Sie den Abend alle und trinken Sie einen guten Schluck und vielleicht auch auf unser Wohl, auf unser gemeinsames Wohl. Und im November kommt dann meine Nachfolgerin, die Livia Loy, und dann geht der Spaß weiter. Alles Gute, schönen Abend. Eine Partnerschaft, wo beide ein unterschiedliches Heimatland haben, kann aus meiner Sicht nur funktionieren, wenn man auch am gleichen Ort leben kann, für längere Zeit, oder die meiste Zeit vom Jahr. Schönes Thema ist eigentlich Repetition, Konjunktiv. Die Jackie gibt sich alle Mühe, sich in der Schweiz zu integrieren und büffelt Deutsch wie wild, Konjunktiv inklusive. Ich habe eine Frage. Ja, gerne. Würde ich auf den Bergen spazieren? It's actually become really fun. Ich habe sogar richtig Spass bekommen, diese Sprache zu lernen. Zuerst habe ich gemeint, es gäbe wie Gründe, die ich nicht kenne für die vielen Ausnahmen. Das hat mich frustriert. Seit ich akzeptiere, dass gewisse Regeln einfach so sind, bin ich motiviert zu lernen und kann auch mit der Familie von meinem Mann jeden Tag besser reden. Ich mache Fortschritt, das spüre ich. Der Tobias ist Projektleiter bei Armaswiss. Zusammen mit seinem 100-köpfigen Team beschafft er unbemannte Aufklärungsdrohnen für die Schweizer Luftwaffe. Meine Arbeit ist ein grosser Grund, dass ich nicht loslassen kann hier in der Schweiz. Nebst der Familie und Freunden natürlich. Aber es ist ein grosser Teil von meinem Leben auch, oder? Wo ich jetzt das Drohnenprojekt begleitet habe und dementsprechend in der Endphase bin mit dem Projekt. Und da noch dürfen mit einem grossen Team das umzusetzen, das ist eine grosse Begeisterung für mich. Hey, there's a tool. Hey, das ist ein Werkzeug. Oh, that's your kind of thing. Yeah. Das ist ein gutes Teil. A good tool. Yeah, I mean, I wouldn't buy it myself. Yeah, I mean. Sozial hat Jackie in der Schweiz noch nicht so Anschluss gefunden. Ins Brocki wird sie von der Sally, eine von ihren wenigen Freundinnen, begleitet. Kontakte mit Schweizerinnen und Schweizern sind schwierig für Jackie.
would say this barrier that I feel that Swiss have reflects on Die Schweizer haben so wie eine Barriere. Das merke ich. Und es kostet viel Energie, die Barriere zu überwinden und mir selber zu bleiben. To get past it and to truly be myself and not hold back, because I do feel ich habe das Gefühl, ich halte mich zurück, um besser hierher zu passen. A little bit better here. Hallo, wie geht es? Good, good. Here we go, 32. Yep, okay. Vielen Dank, tschüss. So, are you getting anything? No, not today. Der Tobias spürt, dass es für Jackie nicht einfach ist, kann sie aber nicht immer unterstützen. In der letzten Zeit habe ich definitiv ein bisschen viel gearbeitet. Es ist eine sehr intensive Phase im Geschäft und dementsprechend ist halt auch, dass ich am Abend, wenn ich heimkomme, wirklich mich ein bisschen erholen sollte und da wieder Energie tanken. Oder? Das ist schon wichtig. Und dort ist natürlich klar, für Jackie ist das eher suboptimal, weil natürlich sie am Abend auch noch etwas vom Ehemann haben und nicht nur einfach muss relaxen vom Tag. Also von dem her ja. Also wir zwei haben uns gefreut, von Anfang an. Also für uns ist das wie... Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu fest gedacht, das ist für Kinder auch lässig, oder? Und ich habe dann gemerkt mit der Zeit, oh, ja, das ist, glaube ich, nicht so einfach für Kinder wie für uns. Business as usual in Atlanta. Taxi für Kids. Das Mal fährt der Vater. Joy geht ins Tanztraining. Have a nice dance. Thanks. Bye. Bye bye. Es ist auch so etwas zu mich ablenken von Sachen, die vielleicht mühsam sind. Aber wenn ich zu Tanz komme, dann ist das, was ich denke und nicht alle anderen Sachen. Der 10-jährige Noah hat noch gar nie in der Schweiz gelebt. Ich will nicht gehen. Ich will hier bleiben. What they said, when I told them, what they said was like, you need to... Wo ich das meinen Eltern gesagt habe, haben sie mir gesagt, ich soll nicht einfach nichts machen und traurig sein. Ich soll wenigstens probieren, mich ein bisschen vorzubereiten, statt einfach nur traurig zu sein. Like training, so you'll get used to it, and not just sit there and be sad. Okay, singen wir noch. Okay. We wanna thank you. We wanna thank you. We wanna thank you very kindly for this good, good food. We wanna thank you very kindly for this good, good food. We wanna thank you very kindly for this good, 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 this good food. Ein guter Miteinander. Die unterschiedlichen Meinungen zum in die Schweiz zu zügeln dominieren die Tischgespräche im Moment. Es macht keinen Sinn, um so negativ zu sein, weil das macht ja nicht. Weil ich muss gehen. Wir verstehen schon, dass du dich so fühlst. Aber ich glaube, es ist wie so auch, man muss wie auch ermutigen, weißt, in Richtung von der Lösung zu schauen. Und ich meine, die Lösung ist, dass du dich darauf einstellst. Die Lösung ist, dass es passiert halt einfach und ich muss es einfach machen. Wir haben eine Idee. Sie verstehen die vielleicht noch nicht. Aber es wird viel schneller gehen, bis sie sich wieder daheim fühlen, als sie denken.
Und dann sehen sie erst, warum wir das machen. Ich glaube, das ist wie so ein Vertrauensschritt. Also ihr müsst uns jetzt in dem ein bisschen vertrauen. Der Abschied aus dem Berufsleben, das ist schon eine Zäsur. Also, ich habe das mit großer Begeisterung wie 40 Jahre lang gemacht. Und alle sagen mir, jo, wie machst du jetzt das? Jetzt kommst du in Pensionierung. Und da gibt es ja Leute, die sagen, du fährst in ein totales Loch rein und in eine Leere. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht das Gefühl... Also, ich habe mir immer gesagt, es gibt auch ein Leben nach dem EDA. Also ich identifiziere mich nicht primär durch meine Arbeit. Zwei Tage haben die Segers Zeit zum Packen. Nachher sind Paul und Colette neben dem Job auch die staatliche Wohnung los. Die Wohnung war wirklich sehr schön, muss ich sagen. Also, wir waren gerne hier. Ja, von dem her gesehen, das ist eine der besseren Sachen von Berlin, die tolle Wohnung hier. Die Dienstwohnung der Schweizer Botschaft hat 350 Quadratmeter und 8 Zimmer. Jetzt wird es wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung wie. Wir haben schon seit, obwohl wir schon gleich 40 Jahre geheiratet sind, haben wir die allermeiste Zeit immer getrennte Schlafzimmer gehabt. Ich sage immer, die beste Ehe ist trennte Bad und trennte Schlafzimmer. Und das haben wir auch immer beibehalten. Das war also mein Zimmer. Colette hat ihr Zimmer gehabt. Ja, wie gerne hier in diesem Zimmer. Es ist ein riesiges Zimmer. Ich glaube, meine Wohnung in Basel ist nicht wahnsinnig viel grösser. Ich bin nicht so eine Schmuckfrau. Ich habe nicht so Schmuck. Und dann habe ich irgendwie so angefangen mit Modeschmuckketten. Und jetzt mittlerweile bringt mir der Paul immer irgendetwas mit, wo immer er ist. Oder wenn ich auf Reisen bin. Da habe ich mal zu Obamas an einen Cocktail, wo irgendwie unser Bundespräsident nicht gehen konnte. Haben der Paul und ich gehen. Dann habe ich gesagt, dort ziehe ich die Kette an, da bin ich sicher, dass der Obama irgendetwas sagt. Und effektiv, ich bin in den Raum reingekommen und habe gesagt, oh, die Kette ist dann verrückt. Ja, es ist leer hier. Es ist wirklich komisch jetzt. Und vor allem, es hallert so. Und das ist wirklich jetzt merkt man, es ist Zeit zum Gehen. Es ist alles gelernt, alle Sachen sind verpackt. Und jetzt ist wirklich finito la commedia, um es einmal so zu sagen. Ja, ein Kapitel geht zu Ende. Ein Kapitel geht zu Ende. Going to a dive bar and having there be a country band. In eine Bar zu gehen, wo eine Countryband eine Jam-Session macht. Leute in lustigen Kostümen, die Flair und Persönlichkeit zeigen. Das finde ich nicht in der Schweiz. Ausser während diesen 5 Tagen, wo Fasnacht ist. Except for the 5 days of Fasnacht. Die Tage von der Jackie Kriens sind lang. Sie hat viel Zeit, weil sie noch keinen Job gefunden hat auf ihrem Beruf als Bauingenieurin. Jackie hat ihre Mutter gebeten, sie zu besuchen. Sie ist extra aus den USA angereist. So, I ask that you take the shoes off. Oh, we'll put it in here. Yeah. Put this stuff down. Oh my gosh. It's a little improvement, huh? Schon ein bisschen besser, gell? So, schau mal das an. Yes. So this is actually my favorite view. Das ist meine liebste Aussicht. Es ist grün und weit. Wide open. I am excited watching the helicopters. Es ist aufregend, die Helikopter zu beobachten, die hier durch zum Kantonsspital fliegen. Canton Spital, and that is really, really, really cool. But
I have no problem. Aber ich habe kein Problem, das alles loszuwerden, Getting rid of everything. das Zeug zu verkaufen und heimzugehen. And going home. I have no problem at all with doing that. About 3 weeks ago, she called me. Vor 3 Wochen hat sie mir angerufen und gesagt, sie sei traurig und habe Heimweh. Ich habe einen Flug gebucht und bin hierher gekommen. Ja, sie hat Heimweh. Und ich habe gedacht, sie braucht jetzt ein bisschen ihre Mom. In the meantime, I've applied to several positions. Ich habe mich auf mehrere Stellen beworben, wo ich gedacht habe, das würde passen. Und ich habe gar keine Antwort bekommen. Es hat mir gezeigt, dass es nicht so einfach ist, mich hier zu integrieren und finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, wie ich das in Amerika könnte. Dort würde ich easy einen Job finden. Eine schwierige Situation kommt auf den Tobias zu. Kann er seine Frau in der Schweiz behalten? Oder muss er Familie und Job in der Schweiz verlassen und mit ihr definitiv nach Amerika zügeln? Er sucht Rat bei den Eltern. Hallo, Tobias. Hallo. Hallo, Tobias. Nimmst du jetzt Kaffee? Gern. Gut? Ja, gut. Es ist ganz sicher, dass man will, dass der Tobias da bleibt. Aber ich meine, es ist sein Leben. Und wir leben auch nicht mehr so lange, wie er lebt. Und darum muss er das machen, was er will. Finde ich. Es ist zwar traurig und sicher nicht schön, wenn er nicht mehr da ist. Und Jackie haben wir auch gerne bekommen. Aber wir müssen abwarten und schauen, wie sich das entwickelt. Für mich, ich kann wirklich schnaufen da, oder? Das ist schon etwas, was mir wichtig ist. Man sich wohlfühlen kann und ja, es ist halt die Geborgenheit auch, oder? Wenn man das Kind geschenkt bekommen hat und da geht man gerne zurück und es macht einem natürlich im Herz weh, wenn die Frau nachher wie so sich nicht mit dem so stark anfreundet, wenn ich verbunden bin. Und dass ich eigentlich wegen dem, wenn man so sagen will, dann würde wieder auf Amerika gehen, ja. Da muss ich in mir selber schon viel daran arbeiten, oder? Ob das wirklich das ist, oder ich muss sagen, es geht auch nicht von der Partnerschaft her, oder? Weil man hat andere Prioritäten und Sachen, die man gerne hat. Dass es dann würde nicht funktionieren auf Dauer rauf. Also von dem her, ich denke viel darüber nach. Ja. Am Abend redet Jackie Klartext. Ich bin bereit, mein Leben neu zu starten. In Amerika. Ich will das nicht aufschieben und mehr Zeit in der Schweiz verbringen. Ja. Wie geht die Beziehung weiter? Das und viel mehr Geschichten in der nächsten Folge von SRF bei den Leuten Heimweh. SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.